Herr Rudi, da schau dir mal das Wetter an. So viel schlecht, britschen tut's, das ist nichts für dich, gell? Da bist du zu wehleidig. Was? Ich und wehleidig? Bei so einem Wetter? Da kenn ich nix, ich bin doch ein Naturbursch. Das macht mir nichts aus. Gibt kein schlechtes Wetter, gibt nur schlechte Kleidung. Ach so? Tja, wenn das so ist, der Müll wird zum Auszutragen. Oh Mann! Mei, freu ich mich jetzt schon aufs Essen. Endlich einmal wieder ins Wirtshaus gehen und nicht alles selber kochen. Ja, das wird gut. Schau, kommen schon daher. Oh, schaut das gut aus. Gut. Na, nix oberhalb, gell? Wieso nicht so lange? Du musst doch ein Stück angelangen beim Essen. Nein, das machen alles wir. Also, So. Halt! Nix auffassen, bitte. das ist nichts. Oh, also das habe ich mir vielleicht schon ein bisschen anders vorgestellt. Ja, ich schon auch. Wo wollen Sie hin? Ja, zum bisschen mehr will ich nicht hin dürfen, oder? Ja, natürlich, freilich. Ja, was wäre jetzt das? Ja, so ist es einfach. Sie dürfen da herin gar nichts angelangen. Stopp! Zwick zusammen, wir fahren! Hast schon Zeit daher? Ja, kommt sie mit. Was tust du denn da? Einen Roman schreibe ich. Echt? Über was? Ja, über das, was nächste Woche zu essen gibt. Ach so, ein Einkaufszettel. Ja, irgendwer muss ja tun. Also, was möchtest du essen? Oh, mei, mir wurscht. Was Gutes? Hast du bei mir vielleicht schon mal was Schlechtes gekriegt, ha? Nein, nein, da verlasse ich mich ganz auf dich. Ja, und ich kann mir wieder einen Kopf zu brechen, was ich für einen gnädigen Herrn auf den Tisch bringe. Mei, mir ist alles recht. Jetzt druck dich halt nicht allweil, du kannst doch einmal mitentscheiden. Mei, so ein Rehragout, das war einmal eine Geschichte, ha? Ein Rehragout, gell, das ist aber gar nicht so einfach. Wo soll ich jetzt auf die Schnelle ein Rehragout herkriegen? Ja, das muss ich vielleicht schon eine Zeit vorher wissen. Ja, und dann noch frische Wacholderbeeren, bei der Jahreszeit. Unmöglich. Ja, mei, war ja bloß eine Idee. Wie war's noch mit Kasperzen? Kasperzen, weißt du, was das für eine Arbeit ist? Selber gemachte Kasperzen. Allein das Scham schon. Da krieg ich jetzt schon eine Sehnenscheidenentzündung, wenn ich gerade dran denk. Ja, mei, dann halt was Einfaches. Pfannkuchensuppen vielleicht. Geh Pfannkuchensuppen. Da muss ich erst schon mal Pfannkuchen machen. Und das ist eine Nachspeis und keine Hauptspeis. Weißt du was? Heute machen wir Schnitzel. Schnitzel mit Bratkartoffeln. Ja, morgen holen wir Cevapcici vom Metzger. Und am Mittwoch machen wir Pizza selber. Ja, und am Donnerstag gehe ich schon wieder frisch einkaufen. Was tust denn du da? Ja, ein Bier trinken, siehst doch. Ja, genau. Das kann er. Ein Biersaufer. Anstatt dass du mir mal ein bisschen helfen tust. Alles kann ich allein machen. Also immer das Gleiche mit dir. Ich mach und tue und er sauft eine halbe nach der anderen. Ist gut. Das ist gut. Herr Doktor, ich sag's Ihnen, das ist nicht mehr zum Aushalten. Der Mann, der schnarcht so dermaßen, dass ich die ganze Nacht kein Auge nicht zumache. Ich mein, ich muss doch einmal wieder schlafen. Das kriegen wir schon. Ja, Da. Einfach 2 davor am Abend rein, dann soll das helfen. danke Herr Doktor, Dankeschön. Geh weiter. Für gut, für gut. Für gut.
die Frau Linzel, die wartet noch mal da. Frau Linzel, was gibt's denn? Mein Herr Doktor, ich hab's jetzt eine Woche probiert, aber ich kann alle noch nicht schlafen. Die Tabletten, die Sie mir gegeben haben, die wirken bei mir nicht. Welche Tabletten, Frau Linzel? Ich habe Ihnen keine Tabletten gegeben, sondern Ohrenstöpsel. Ach so? Ja, dann erklärt sie meine Verstopfung auch. Rudi! Rudi! Ja, was ist denn? Du, die haben gesagt, sie können den Spul nicht abpfeifen. Wieso? Weil du den Ball versteckt hast. Ha, sehr witzig. Balle, Balle. Mag ich nicht. Nein, das mache ich allweil so, bevor ich einen Rasen mache. Das ist mein Ritual, damit ich einen Rasengott besänftige. Hey, man wird da wohl noch fragen dürfen. Ja, freilich geht er nimmer. Ich will bloß noch schnell drüber machen, bevor es Regen anfängt. Und jetzt rührt er sich nicht, der Mistbock. Ja, hast du schon ein Benzin drin? Hast du schon ein Benzin drin? Hast du schon ein Benzin drin? Ja, glaubst du, ich bin ganz blöd, oder was? Ich wollte dir gerade helfen. Ja, wenn ihr Hilfe braucht, dann sag ich schon. Ist schon recht. Ich geh lieber eine Küche, da hab ich genug zu tun. Genau, geh du, die Küche ist gescheiter. Benzin. Hey, geht er wieder? Und was war's? Ach, das ist eine komplizierte Geschichte. Das verstehst du nicht. Verstehe ich nicht, nein, dass man der Frau nicht einfach Arme recht geben kann.